haut 21. Sonntag am Jahreskreis zugleich nationale Kommemorationstag begrüßen ich aus der Kirche vu Bauschild, wie wir drauf Unheit Sondesmass. Et singt der Gesang von der Gemeng Bauschild. Dirigent aus den Jean Vio, Organist den Daniel Rühmen. No Sänger Entrée en Ré majeur vom Knecht sangen wir den Psaume de la Création vom Richard, Kyrie vom Vinandi, Gloire à Dieu vom Pössl, Alleluia vom Claude Windeshausen, Here I am Lord vom Dan Sutte, Mille Colombes vom Brun am Marnay, Sehnsucht nach Frieden vom Händel, an als Schlusslied Uneis Jungen vom René Schmidt. Durchel spielt als Sortie Grand Jeu en La Majeur vom Guillain. Masket gehalen vom Herrn Marco Veles, Pastor von der Poix Översauer St. Pirmin. Am Namen vom Pap, vom Jung und vom Heiligen Geist. Den Herr seef mit euch all. Ein schöner guten Morgen, liebe Kanner, liebe Junker, liebe Leute heute zu Bauschild an der Kirche und auch ihr alle gut, die über die Medien mit uns verbunden sind. Heute zu Bauschild, rund um Bauschild, kann ich wunderbar spazieren gehen.
Et lohnt sich, iwwer deislecker Koppen an durch Böscher zu trippeln, an die schei Gegend an hier Vielfalt zu genießen. Dei eng oder aner Keier steht de fir un enger überraschend wunderschöner Vue op de Stauseeruf. Wir Menschen, wir brauchen von Zeit zu Zeit so Momente, die uns aus dem Alltag herausholen und uns das Gefühl geben, zu etwas mehr Großem dazu zu gehören. So eine Pause am Alltag, als für uns auch der Sonntag und Sonntagsmass. Zeit, ein Kehr durchzuatmen, Aufstand oder auch einen neuen Impuls für das Leben zu kriegen. Zeit für unsere Glauben, das Wort vom Herrgott und Gemeinschaft. Das alles wollen wir heute Morgen zusammen an dieser Mass feiern. Ein besonderer Moment am Lauf von der Woche. Heute feiern wir aber auch den Kommemorationstag. Dafür heißen wir unseren Herr Bürgermeister zusammen mit dem Chef der Gemeinderat auch herzlich willkommen an unserer Mitte. Wir denken auf diesem Tag besonders und dafür vom letzten Weltkrieg. Nur damals wird dann noch an diesem Sinn für ein Monument aux Morts und noch auf der neu aménagierten Place de la Libération ein Gerb näher gelöscht gehen. Wenn wir die Entwicklungen an der Welt gucken, dann hat diesen Tag sicher nicht von seiner Aktualität verloren. Aber wir sollten dankbar und bescheiden diesen Tag an Erinnerung feiern. Dass wir uns an dieser Mass ganz einfach im Moment Zeit holen. Wir wollen an uns Herz ranlauschtern. An all das, was wir an unseren Herzen drohen, bringen wir für den Herrgott. Und wir rufen dazu am Gesang vom Kyrie. Sei Licht, sein Kraft, das sein Lebt, ob uns alle Götten ruft.
Herr Gott, an deinem Geist haben wir uns heute zu Bauschild versammelt, für zusammen Mass zu feiern. Lass uns Lob dein Wort lauschen, für das wir immer bereit sind, das gut an unserem Leben und auch bei den anderen zu gesehen. Darum beten wir dich durch Christus, unseren Herr. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenem Tag wird der Herr der Heere auf diesem Berg, dem Sion, für alle Völker ein Festmahl geben mit feinen Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um.
Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Da gingen die Diener auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen, denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebschwestern und Brüder, impressionant ass, mat wieviel Sorgfalt erlebt zum Detail, munch Brautkoppelen hier Hochzeit präparieren. Munchmal gëtt méi wie Joer fir drun alles an d'Wehe gelegt, de Pastor gefrot, Kirch oder die respektiv Location rausgesicht, de Restaurant bestalt, an so weiter. Traumschiff am Fernseh, ob der Kreuzfahrt ins Glück. Do gëtt sogur extra Hochzeitsplaner fir de Brautleit gegen d'Entlohnung, die Chargen aufzuhüllen oder zu erleichtern. Ob die Hochzeit am Evangelium von haut or so pingelig a bis an de letzten Detail geplant war, das unzuhüllen. Schiedefalls darf man als de Gastgeber als ganz wohlhabend, gut betucht vierstellen. An noch der Witte wäre kein Arm. Ob eng Hochzeit invitéiert ze sinn, dat das der etwas Besonderes. Emovant, Momenter, wunderschöne Kleidung, gut Essen, Tanzen, as sich erhalen bis an spät nur daran. Kaum vorstellbar, do net matt machen zu wollen. Gleichnis, dat ma heieren hunn, schwätzt sogur vun der Hochzeit vun engem Königsjung, engem Prinz. Van Haut, Prinzen a Prinzessinnen vun den europäischen Königshäuser sich bestuden, dann ass et dem normale stierfliche bestefalls méiglich iwwer Television d'Feier mat ze erliewen. Eist Gleichnis toppt sogur nach all dat, weil von Anfang an as klar, et geht dat grost Festessen am Himmelreich, wie et schon dem Prophet Jesaja an eiser Lesung 4a steht. Gott as de Kinnig, de Jesus as Kinnigsjong an Breitjemann. An Hochzeitsfest, von dem heiriert geht, wird niemals opheieren. Paradiesisch Zustand, lebt a Fred für immer. Stell dich mal vor, die sieht op den Haf invitiert, ob eng Prinzenhochzeit. Mal ganz ehrlich, et käme ein Dach nie op die sich so Festland nuss goen zu lassen, an die Invitation für dahin auszuschlagen. Ma genau dat passiert an eisem Gleichnis. Aber bei dem, was da verzielt gëtt, bleibt engem de Festmenü am Hals stierchen. Gewalt am Mord op der Seite von den Invitien, Roserei a Revanche op der Seite vom Kinnig vis-à-vis von denen, die seg Invitation net unhullen
oder nicht an der passender Kleidung Fest erschingen. Da wird den Sohn also all der letzte Moment auf. Regret, so schreibt ich auf Kärtchen, wann nicht kommen kann. An het fällt op, dat die Ofsohn künstlich beigeriert sind, an keinem Verhältnis stehen zu dem opwendigen, schöne, große Fest, dat du geplant war. Nein, die Leute scheinen keine Lust gehabt zu haben. Hier Felder oder hier Boutiker sind ihnen mehr wichtig. Für diese Invitation wollen sie hier täglich Beschäftigung nicht unterbrechen. Das ist ja schon komisch. So grandios Fest, an die gehen nicht hin. Der König hat weder mehr nach Unkächte gescheit für das Fest, und er schlohn sie die Invitation auf der letzte Stüppel aus. Sie haben ihre eigene Agenda, gehen ihre eigenen Prioritäten noch. Da bleibt nicht mehr wenig Raum für den Ruf vom Herrgott. Die Gäste vom Premier Choix sind all an engem Punkt selbst. Sie trotzen, sie gucken die einer Seite, sind unempfänglich für den Ruf von Gott. Eine tröstliche Botschaft ist aber, das Fest von Gott fällt nicht aus. So sehr lässt hier nicht labber. Zwar bleiben da Wittene weg, sie schließen sich selber aus, machen sich selber zu exkluen, aber wissen nicht, was zu verpassen. Trotzdem, das große Essen, die geplanten Hochzeit, findet statt. Und da kommen ganz andere, gehen angeluden. Dinger gehen auf die Straße, luden all die an, die sie da begegnen. Armer, reich, guter Beis, all sind sie willkommen. Der Kreis von den Invitien geht immer weiter und weiter gezogen. Und offensichtlich kommen sie auch und füllen den Festsaal. All diese auf die Hochzeit invitiert. Der Ruf von Gott unterscheidet nicht mehr zwischen Gästen vom ersten und vom zweiten Choix. Es fallen all Grenzen von Stand, Kultur oder Volk. Die von Jesus zusammengerufene Gemeinschaft als radikal egalitär, das eine so viel wie den anderen. Das weist zur Praxis von Jesus gehört durch Gemeinschaft mit Zöllner und Sünder. All gehören sie dazu, auch die von der Welt aufgeschrieben sind, Außenseiter, die am Rand von der Gesellschaft. Die sind Gott aufgehalten. Wenn wir Leifren als invitieren lassen, dann gehören wir auch dazu. Wir sind mehr wie willkommen. All Mensch, egal wie unperfekt nass, darf den Weg für bei Gott gehen. Wir all dürfen kommen, und zwar so, wie wir sind. Denn Herrgott lud uns all an sein Himmelreich. Wir sind schon haut invitiert, mit ihm zu leben, sein Leben für uns zu spüren, als in Gemeinschaft zu delen. Schon an der Lesung ging Rätz von einem dicken Banke. Die Völker gehen zusammen gerufen Birch Zion. Für sich bei einem großen Festessen der Allianz von Gott mit den Menschen anzuschließen. Gott hat großes Interesse daran, Leute immer zusammenzubringen, ihnen sein Heilsversprechen zu bekräftigen, an so Ordnung an der Chaos zwischen den Völkern, a weiss Gott, wie viel dies aus der Welt existiert, zu bringen. Das große Essen Birch Zion mischt etwas klar, nämlich, wie Gott sich das Verhältnis von den Völkern inneren vorstellt. All Völker sind konvokiert. Es gibt keine Feindschaft mehr zwischen ihnen und Gott, keine Feindschaft mehr inner den Völkern. Frieden, Frieden, Frieden. Frieden, a Gemeinschaft, an Fest. Das Vision von einem friedlichen, festlichen Miteinander von den Völkern wirkt allerdings wie ein Seife bloß, wenn sie konfrontiert mit der Realität, wie sie ist, von der nicht. Als gegenwärtig Zeit als, wie womöglich Allzeiten, markiert von kriegerischen Auseinandersetzungen von so vielen Völkern. Guckt nehmen all der Neuigkeiten. Das will den Herrgott nicht. Hier will etwas anderes. Dass all Mensch sein Fried leben soll hun, dass in a Frieden a Gerechtigkeit leben kann,
an d'Gowe vun der Schöpfung genießen darf, an eng grosse Madenaner mat Gott a mat allen anderen Matmenschen. Zrick bei d'Evangelium, bei déi, well se net a passender Kleidung erschengen, herausgeheit a bestroft ginn. Ma eigentlich geht dem Evangelist, den Gleichnis vum Jesus rapportéiert, net den Outfit. Vielmei de Grundsatz, dass dat egent Denken an Handeln Konsequenzen huet. Ich expliziere mich. D'invitation ass ohne Zweifel Kado, met geht net du, sich untätig, unpräpariert und de Feiertagstisch unzusitzen. Et muss sich wirklich drop allossen, fest mat Herz, an noch mat eng gewisse Stil mat feiere willen, an et feier de net de Läng. Die ege Festfried an Verantwortung auch für die anderen Menschen gehören zu summen. Dafür steht bei Matthäus das Bild vom Hochzeitsgewand. Der Matthäus will hier engem Missverständnis vorbeugen, dass sie all automatisch gerechtfertigt gehen. Nein, man muss schon auch etwas dafür machen. All diese Geruf, aber nicht all auserwählt an dem Sinn. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir Journalisten wären, an das Evangelium a Kurzform referieren müssten, da gibt das wohl folgendermaßen ausgesehen. Gott tut das echt Wort. Hier rieft auch die nicht perfekt sind. Die rieft und Freiheit, dem Ruf nutzugehen oder auch nicht. Jeder soll aber wissen, dass den Herr doch das letzte Wort tut. Verbauen wir uns dafür nicht an, arrangieren wir uns so, dass es nie zu spät ist. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Gott, du invitierst uns immer, dein Gast zu sein. Und wir kommen bei dich, so wie wir sind, mit allem, was wir umherzen. Gnäd wir um den Altar. Immer gnäd'ger Sachen umzählen und festhalten. Wir bitten dich, dass als Paargemeinschaften, weil wir gnädig sind, die so eine positive Ausstrahlung haben, dass Kanner, Junker und Erwachsene umgezogen und vierwärtig gehen auf den Herrgott als eine frohe Nachricht. Herrgott, höre uns. Herrgott, höre uns. Wir bringen in Edelstein für den Altar. Edelsteine sind kostbar, aber wenn nicht hat, da passt sie gut drauf ab. Wir beten dich, dass wir erkennen, dass unsere Glauben und dich so wie ein Edelstein ist. Und das kostbar und wertvoll für unser Leben. Hilf uns, dass wir gut drauf aufpassen und immer im Gucken und zu stärken, für das hin an unserem Alltag zu steif geht. Herrgott, höre uns. Herrgott, höre uns. Wir bringen ein Auer für den Altar. Die Auer weist uns Zeit an und sagt uns, dass alles seine Zeit wird. Wir beten, dass wir uns immer Zeit holen, für uns zu denken. Los uns das Momente nutzen, für mehr aufmerksam zu gehen, auf das, was du uns mitteilen und sagen willst. Herrgott, höre uns. Herrgott, höre uns.
Wir bringen ein Kerz für den Altar. Kerz liegt am mischt hell. Wir denken noch an uns Leben verstorben, die ihr Leben lang darauf vertraut haben, ein Kehr an Dingen ewigen Licht umzukommen. Das Kerz soll aber auch als Herz hell machen, an uns helfen, mit Dankbarkeit an sie zu denken. Herrgott, Herr uns. Herrgott, Herr uns. Die Glauben und dich, Herrgott, möchte unseren Horizont mit größer vieles, was für uns unmöglich schenkt, als zusammen mit dir möglich. An diesem Vertrauen nehmen wir auch das für unseren Altar, was uns beschäftigt, erfrohen, dass du es erfüllst, so wie es dein Wille ist. Durch Christus, unseren Herr und Bruder. Amen. Herrgott, du bist immer mit uns Weh, ob wir es wissen oder nicht. Du bist immer erinnert uns, wenn wir uns an deinem Namen versammeln. Wir sollen dir dafür merci an mir beten dich. Hilf uns, dankbar Menschen auf dieser Welt zu bleiben. Darum beten wir dich durch Christus, unseren Herr. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellisch, Herr Gott, von dir kennt all Helligkeit, dafür beten wir dich. Macht es Goven hellisch durch dein Geist. Lasse für uns zum Leib und zum Blut gehen von deinem Jungeiser her, Jesus Christus. Den Ofen, woher verrodet gauf und der Tod auf sich geholt hat, da hälten Brüder sein Hände, sie den Dankgebete Brüstbrot, rechtet seine Frenner seht. Hüll der Nächst alle Götter davon, dat heiers mein Leib, geht hier gehen für ich. No messen hölte noch de Kehlische, seht Remen Dankgebet, rechte Kehlich Sängel Frenner seht, Hüll dann drängt alle Götter raus. Dat heiers de Kehlich mat Mengem Blut, Blut vom neuen an ewigen Bund, et fließt für Rege an die Filaner, für dat Sinne verziehe gehen. Macht es als mein Undenken. So feiere mir heilige Papt und denke von deinem Jung, der für uns gestorben und oberstanden ist. Und so offre mir das Brot vom Leben an die Kehlisch von der Erlösung. Ma so dir merci, weil du es als Beruf hier von dir zu stehen, an dir zu denken. Ma beten dich, lass uns teilhüllen Leib und Blut von Christus, dat ma eint gehen durch den Heiligen Geist. Denk und den Kirch euch dat Welt, los dei volleg Wussen an der Lift, zu summen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von dieser Kirche. Denk auch, und das klingt immer, dass wir gestern zu Herren gedeft und dummer dann als kirchliche Gemeinschaft abgeholt haben. Schenke mir glücklich den erfüllten Leben auf dieser Welt und auch an der Gemeinschaft von der Kirche. Und denk auch an alle Versterben, Brüder und Schwestern,
Die von uns gang sind an der Hoffnung, dat Zober stehen. An all die Janer, die an denger Gnot gestorben sind. Hüll du sie ab bei dich an der Licht. Ma beten am Denken der Moin an des Amas, besonders schon al Affa vom letzten Weltkrieg, dabei besonders auch al Affa aus der Gemeinde Bauschelt. Aber beim dich eiser aller, schenk eis ewig Leben. Mat Maria, der heilige Gottesmann, der Königin vom Frieden, mat heilige Josef, mat dengen Aposteln, an all denen, die Gnot von du bei dir sind, dat Welt besteht. Mat ihnen allo, seist dich löwen an Ehren, durch der Jung Jesus Christus. Durch ihn, mat ihm an ihm, dir allmächtige Pap, an der Reinheit vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an Eier, Elo an immer an ewig. Amen. Da beten wir voll Vertrauen zusammen an Ore für den anderen, das Gebet, was Christus selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Freunden gesagt, der Friede lassene Jesch, mein Friede ginne Jesch, dafür beten wir dich. Guck nicht dabei Schwerheit, mir auf den Glav von deiner Kirche, a Gefirge wie solle gehen, wie jetzt dein Verlass, Einheit auf Frieden. So sieft dem Herrgott sei Friede mit dich alle gehen. Sur les toits
Seht, glaubt und erkennt, es ist wahrhaft Christus, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sucht den Herrn, sucht sein Antlitz alle Zeit. Da will wir Neinke beten. Herrgott, iedereen geht sein eigen Weg auf dieser Welt und hat auch sein eigen Ziel für uns an. Nur dem gemeinsamen Stück Fee, das wir an dieser Mast zusammen gefeiert haben, gehen wir noch einmal auseinander. Bleib du aber bei uns, bei all denen, die mit uns Weh sind und die wir gerne haben. Darum beten wir dich, durch Christus, unseren Herr. Amen. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich alle Götter noch eine ganz schöne Sonntag und noch eine ganz gute Woche. Geht hin im Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Bauschild. Den nächsten Sonntag über Domatmas von Stehen. An los schalten wir zurück an den Studio.